viel stärker. Aha. Und haben jetzt auch eigene Budgets, zum Beispiel, nicht alle, aber einige für Fernsehwerbung. Ja. Das hat es früher nicht gegeben. Haben zum Beispiel auch Budgets für Fernsehwerbung. Und in diesem Winter sehen Sie unseren Fernsehspot mit dieser Liste, da gibt es einen Film dazu. Ja. Und dann kann Kitzbühel, macht das, dazu 5 Sekunden ein Stück Kitzbühel dazu einen Film geben und das im Fernsehen mit Ihrem Budget schalten. Das heißt, wir produzieren einen Fernsehspot, wo man eine Arrange machen kann für jede einzelne Region. Und so kann man das kombinieren. Also, das heißt, was Kitzbühel macht, muss man nicht alle mitmachen. Was Kitzbühel macht, aber das ist Sache von Kitzbühel. Genau, und Sölden, die machen ihr eigenes Programm und dann gibt es eben auch Kooperationsprogramme wie diese Fernsehwerbung oder die vorher genannten Gletscherwerbungen in 5. Also dann machen Sie keine Rücksicht, alle gleich behandelt werden. Nein, das machen wir sicher nicht. Sondern wir versuchen nur mit dem Besten in die Werbung zu gehen. Das einzige Ziel, das wir verfolgen, ist, dass wir besser als die Konkurrenz im Markt sind. ともかくこの韓国の大事なのは、いいマーケティングをして、いい宣伝をして、市場で他に負けないことなんです。それでさっきの話の他の32の方ですけれども、一緒になったことによってみんな経済的にだいぶ強くなってきてるんですね。ですから、こっちでいろんなことを考えたのをやるかやらないかはそこの判断だし、でそこが例えばですよ、お金ちょっと足りなくてやらなくても、それはこっちには関係ないです。ですから、治療の韓国としては、その32がみんな平等になるようになんてことは考えてないんです。で、やりたければテレビにキッズが出したそうですが、例えばそれをやるんなら、それはキッズの話であって、他の人がどうのこうのという問題ではない。だからここが考えるのは、その32の観光局に対して、こことの協力によって、市場でいい宣伝ができるということを提供する。だから、ここのことは関係ない。Was für alle gut ist, ist, dass wir Tirol als Land beliebt machen. Und diese Marke Tirol, dieser Brand, den Sie genannt haben, der steht allen zur Verfügung. Wenn wir die Arbeit gut machen, haben Sie einen starken Brand und können das mit Kitzbühel, mit Sölden kombinieren. Aber es ist wieder Ihre Entscheidung. だからともかくここは今言ったように、例えば素敵なポスターを作ったりしますよね。それがいいと思う。それをそれぞれの観光局で利用することはいいんですが、それに対して利用しろとか、ここがしてるからここがダメだとかってそういうことは一切言わない。自分たちがやるのはいいものをみんなの前に出してあげる。それをみんながそれぞれ利用したらいいでしょうということです。はい。基本的なことなんですが、この治療州の観光局も大変な組織改革をやったと思うんですよね。で、それから今の100いくつですか、を32に統合してきたと。大変なエネルギーのかかる仕事だったと思うんですけども、その進める中での進め方といいますか、一番困難だった問題とかというようなことが分かっていたら教えていただきたい。日本の中でいうと、これなかなかさっきも彼言いましたけど、どうしても地域というのは地域のエゴというか、地域の意識というのが強くて、なかなかやれない。ここもそうだったと思うんですけど、それを取っ払って、今のような形を作るために、どんなエネルギーが使われたのか、あるいはなぜそういうことが実現できたのか、その辺のことをちょっと。wegen Erneuerung im System in Tirolwerbung oder Verbände oder Verwaltungssystem, Erneuerung und so weiter und so weiter. Und er vermutet, dass es ziemlich schwierig gewesen sein. Und besonders in Japan ist das auch sehr schwierig, obwohl man denkt, dass die zusammenarbeiten muss, aber trotzdem immer wieder Regional-Ego ist das dazu und dann ist es eigentlich die Idee, ist das nie zustande gekommen. Und deswegen vermutet er, dass es ihnen auch sehr schwierig gewesen sein. Und deswegen sollte er ungefähr wissen, was am schwierigsten gewesen ist oder was eine gute Sache ist, wieso das so gemacht wurde. Ungefähr sollte, was Wesentliches nicht wissen bei dieser Neuerung. Also, das war in erster Linie ein politischer Kraftakt. Also es hat sehr viel politische Kraft gebraucht, um sich durchzusetzen. Und in unserem Fall war ein sehr starker Landeshauptmann. Und seine Methode, ich meine, das kann Frau Jungmann besser noch erklären, aber der wesentliche Hebel, oder wie soll ich sagen, verstehen Sie Hebel, warum das möglich ist, ist das Tourismusgesetz, weil alle diese Tourismusverbände existieren ja nur aufgrund dieses Gesetzes. Und der Gesetzgeber ist das Land und damit auch die Regierung. Und natürlich ist damit schon einmal die Macht, letztlich doch hier etwas zu verändern, zentral.
dann aber natürlich die Diskussion im Land auch auszuhalten, weil da gab es auch viele Gegner, die gesagt haben, wir wollen alleine bleiben, das ist nicht gut, unser Nachbar ist schwächer oder hat Schulden oder Probleme, wir wollen diese Probleme nicht auch noch bei uns haben. Also viele Diskussionen und da war die Vorgehensweise in 2 Stufen. So wie ich sie erlebt habe, erste Durchsage des Politikers war, ich will, dass ihr vernünftige Größenordnungen bekommt, damit ihr wettbewerbsfähig bleibt und ihr könnt einen Vorschlag machen, ja, wie ihr glaubt, dass ihr euch da zusammen fusionieren könnt. Wenn der Vorschlag gut gewesen ist, dann wurde das auch so gerade mit Frau Jungmann und ihren Kollegen auch umgesetzt, vom Gesetzgeber. Wenn der Vorschlag, weil sich die Personen nicht verstanden haben oft oder Konkurrenten oder Probleme gewesen sind, dann ist hier vom Land der Vorschlag gemacht worden. Und sagt, okay, wenn ihr es selber nicht findet, dann werden wir euch den Vorschlag machen. Das ist eher Machtwort schon. Wie groß ein Machtwort, absolute Macht. Das ist wirklich eine Demokratur gewesen. Mischung aus Diktatur und Demokratie. Also sehr starke politische Vorgangsweise, keine zu langen Diskussionen in einer kurzen Periode, 2-3 Jahre oder 4 Jahre insgesamt, ist das durchgezogen worden. Und in den meisten Fällen, das ist ein sehr positives Beispiel, hat das auch wirklich einen großen Fortschritt in der Gesamtentwicklung gebracht, weil man heute viel besser sozusagen nicht nur da zusammenarbeitet, sondern auch professioneller alles organisieren kann und auch wesentlich mehr Budgetmittel in einer Stelle sozusagen steuern kann. Am Schluss sind ja alle zufrieden. Fast alle. Es gibt ein paar kleinere Regionen, die meiner Meinung nach auch noch fusioniert werden sollten. Also so nicht, aber ganz wenige Beispiele. Wir haben immer gesagt, perfekt wäre, wenn wir auf gut 20 Tourismusverbände kommen würden, aber realistisch ist jetzt so rund 30 oder so. Ja, dann ist jetzt kommen. Kann man den Prozess als abgeschlossen. ですね、やっぱりこれを改革するというのは非常に大変なことでした。それでこれをやることができたのは政治力が大きかったそうです。で、州知事という方は非常に力がありますのでね、これを改革するというアクションのモーターになってくれたと思います。それからそれと同時に観光業である以上、チロルの観光法に縛られているということで、州の議会の意見も非常に強いんですね。それでもいろんな、まず最初はみんなに当たってみた。そうすると隣の観光局と一緒になるのは嫌だとか、これからも一人でやりたいとか、あそこはお金がマイナスのはずだとかね、力がないとか、いろいろやっぱりすごかったそうです。でそれを今度はこの観光局から例えばこういう形でここを集めてこうなるとこういうメリットがあるとかね、そういう一種のオファーをしたんです。それがまず第一。それで納得していった場合はいいんですが、それでも納得しないという人たちもいたわけです。それでその時はもう鶴の一声、州からです。だから政治力で押さえつけるんですね。ある意味では、最後の言葉は。それで結果的には特に別計画はうまくいったことですけれども、まあほぼみんな満足をしている。もちろん中にこてこて言う人もいるんでしょうけれども、大まかなところではみんなそれなりにやったことに対して満足をしている。ただ彼にしてみれば30にはまだ多いんですね。できれば20にしたいって言ってますけれども、それはちょっと難しいかもしれないです。だから州知事の力というのは僕高いみたいですね。いいですか。Darf ich mich mit einem kleinen Geschenk Kaffee的な用意だと。Dankeschön. Danke für den Besuch. Diese Mütze, die Sie da drinnen haben, das ist die Original-Tirol-Mütze, die haben wir mit unseren Snowboardern vor 11 Jahren geboren. Und das ist der Bestseller inzwischen nicht nur in Tirol, auch in München, in Wien ist das sozusagen ein Must-Have. Und das war auch die Begründung unseres Tirol-Shop. Wir haben damit angefangen, diese Mütze war der erste Bestseller. Das ist bis heute unser Bestseller. Longseller. Ja, Long-Bestseller. Long-Bestseller, ja. Das Must-Have für jeden. ね、キャップが入ってるでしょ、皆さん帽子で、これはここにこの観光局の事務所が移って下がショップになった時に
スノーボーダーがかぶってたやつなんですけども、それを商品として一番最初に出して最初のベストセラーなんです。でそれが今も続いてる非常によく売れてるキャップだそうでございます。Wir haben nicht so schöne Shopping Malls wie Sie in unseren Skistationen, das hat mich in Japan immer sehr beeindruckt. Diese Full Service Centers, unglaublich, also ich bewundere das, weil auch hier bei uns wird immer mehr Convenience verlangt von den Gästen, auch in den Skigebieten. Und hier ist Japan ein Vorbild, möchte ich auch einmal sagen, weil wir wissen, dass sie schwierige Zeiten gehabt haben in ihrem Wintertourismus, aber sie machen auch einige Dinge besser als wir. 日本もね、スキー観光大変だった時期もあるし、今も大変かもしれませんけれどもっていうんですね。で、ここはちょっとあまりにもお手軽にサービスをしているっていう部分もスキー場の話ですけどあるんではないかという。ですから彼が見たところでは日本のスキー場の人たちのサービスというのは理想的だと思います。Und darum möchte ich alles Gute wünschen für die Zukunft. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn der japanische Skitourismus wieder richtig nach oben geht. でそういうことを通して日本のスキー観光がねまた盛り返してくれるのを心から祈ってます。そうするとチロルにとってもいいことだと思います。これが去年今年がスキー100周年の年で日本とオーストリア。Das ist 100 Jahre Major Lerch. Das ist Jubiläum letztes Jahr und dann dieser Abstieg hat er extra machen lassen. Da unterstützt Österreich-Japanische Gesellschaft in Niigata-Präfektur. これはレリヒさんのキャラクターになってくれる。これ東京電車のラッピングで首都圏の電車に。Major Lerch. Das ist Charakter. Das ist Charakter. どうも。Dankeschön. どうもありがとうございます。ありがとうございます。Meine Tochter hat gehört, dass heute japanische Expedition kommt.